Grüezi miteinander und hallo zusammen. Heute bauen wir Sätzchen bauen. Das Thema ist die Satzordnung auf Schweizerdeutsch. Und da haben viele Leute ein bisschen Probleme, weil das in ihrer Sprache ganz anders ist. Also wichtig, wenn man einen Satz baut, ist, man muss immer daran denken, als erstes, das konjugierte Verb ist immer in einem normalen Satz an zweiter Position. Und das Subjekt ist direkt vorher oder nachher. Also, ich gehe spazieren. Oder heute gehe ich spazieren. Und alles, was zum Verb gehört, das kommt am Schluss vom Satz. Alles, was zu dem konjugierten Verb gehört, also Partizip 2, Infinitiv, nicht gern oder Verbzusatz, das kommt alles am Schluss vom Satz. Ja? Also, ich stelle dir meine Familie vor. Das ist vom Verb vorstellen. Ja? Oder gestern bin ich ins Fitness gegangen. Ich bin gegangen. Perfekt. Und gegangen ist am Schluss. Oder ich möchte nicht Skifahren. Ich möchte nicht Skifahren. Skifahren ist der Infinitiv und dann kommt auch am Schluss. Okay, dann haben wir noch eine Regel Pronomen oder kurze Satzglieder vor längeren Satzgliedern. Pronomen vor Nomen. Und Zeit vor Ort. Also ich sage zuerst, wenn ich etwas mache und dann erst wo. Ja. Also, ich habe euch einen kleinen Text. Da habe ich Sätzchen in verschiedenen Formen. Und ihr könnt das versuchen, dann noch einmal gut zu analysieren für euch. Also, sitzt doch ab. Nein, danke. Wir sitzen schon den lieben langen Tag am Computer. Am Computer sitzen wir den lieben langen Tag. Den lieben langen Tag sitzen wir am Computer. Früher sind wir nie den lieben langen Tag am Computer gesessen. Ich verstehe euch gut. Ihr sitzt nicht gern den ganzen Tag am Computer. Ich möchte auch lieber nicht den lieben langen Tag am Computer sitzen. Darum mache ich regelmässig eine Pause. Ja, und ich gehe 2-mal am Tag spazieren. Das ist sehr gut. Und ich höre darum die Lektionen von der Katrin während dem Fitness machen. Ein Bürojob, das war nie mein Traumberuf. Darum habe ich gekündigt. Du wirst doch besser Gärtner. Nein. Ich werde lieber Psychotherapeut. Oder ich könnte auch Kindergärtner werden. Du könntest auch Lokführer werden. Was war dein Traumberuf? Und was machst du heute? Schreib deine Antwort im Kommentar. Es ist eine gute Übung, wenn ihr versucht, Sätzchen zu schreiben mit verschiedenen Möglichkeiten, so wie ich in dem Text. Versucht es einmal. Und wenn ihr es im Kommentar schreibt, dann gebe ich euch eine Antwort. Macht's gut. Tschüss zusammen.